Denn es gibt da ja noch die Tür. Und die ist zu. Und jetzt sind wir da erinnert. Ich glaube, das war der Behandlungsraum. Zumindest ist da eine Tür gestanden. Und es schaut da so aus. Da haben wir wieder streng geheime Akten. Gerichtsmedizinischer Bericht. Experimentelle Hinrichtungen. Okay. So, was haben wir sonst noch da? Hinweise für das Laborpersonal. Ergänzung zum gerichtsmedizinischen Bericht. Zunahme der Phantomstimmen auf Tonband. Was für Phantomstimmen? Was ist das? Ein Mikrofon. Da haben wir wieder ein Verhörprotokoll. Und das ist das eine Ding da, oder? Der akustische Signalgeber. Genau. Haben wir da irgendwas übersehen? Okay. Aha, den können wir einschalten. Und dann haben wir... So, es gibt Töne. Und da haben wir doch irgendwas gehabt, oder? Wo war denn das? Dekodierungsergebnisse. Stimmen identifiziert. Bei 1400 Hertz. Das können wir doch normal auch einstellen. Genau, da sind in der Mitte sind 1400 Hertz. Okay.
Aber ich glaube, das wird noch nicht funktionieren. Ja, kann man denn da... Hat denn dieser Verbindung zum Ding oben? Zum Keller? Wo wir... Die lustige... Was? Der lustige Tschechist. Dieses Spiel will jeder in der UdSSR. Erstelle deine eigene Folterkammer. Kaufe Stacheldraht und 1000 Watt Glühbirnen. Ein neues faszinierendes Brettspiel. Anscheinend Werbung. Was haben wir da nochmal gehabt? Den Bericht. Okay. So, da haben wir einen Ordner mit den Hinrichtungs... Und da war ja nichts Interessantes dabei. Protokoll vom Tatort. Da haben wir Stellenbeschreibung. Brauchen wir nicht. Mitteilung aus dem Labor. Damit können wir auch nichts anfangen. So, jetzt müssen wir erst einmal oben. Na, halt. Da fällt mir ein. Wir haben ja immer noch den Schlüssel. Und damit können wir noch irgendwas aufsperren. Und ich glaube, ich weiß ja wo. Denn wir haben da drinnen noch das kleine Regal da hinten. Oder Kastel, besser gesagt. Das ist ja zu. Und wenn wir das jetzt aufsperren, dann ist der Schlüssel weg. Und wir kommen da rein. Da haben wir wieder einen streng geheimen Forschungsbericht. Ach so, da geht es um die Phantomstimmen. Und die kann man anscheinend aufnehmen. Dies wird experimentell erreicht. Und die Ausrüstungsliste ist ein Tonbandgerät, das haben wir. Ein Tonband, ich glaube sonst liegt da drin. Eine Rauschquelle haben wir auch. Mikrofon und Lautsprecher. Und das ist der Versuchsablauf.
Das Tonbandgerät. Das steht da unten. Da müssen wir gerade noch das Mikrofon anschließen. Okay, da steht jetzt nichts Wichtiges, glaube ich. Heute. Leere Kassette. Okay, mit der können wir jetzt bestimmt was anfangen. Jetzt werden wir mal in den Keller gehen und schauen, was da passiert. Aber erst, glaube ich, müssen wir den Signalgeber einschalten. Wie Lenin sagte, die Realität wird uns über die Empfindung vermittelt. Es gibt da aber ein Problem. Die menschlichen Sinnesorgane haben für das Wahrnehmen von Signalen nur eine begrenzte Reichweite. Eine sehr begrenzte Reichweite. Nicht ausreichend, um alles, was existiert, erklären zu können. Können Sie die versteckten Signale erkennen? Diejenigen, die dem Menschen verborgen, aber von außen deutlich zu erkennen sind. Die Wissenschaft steht nicht still. Sie hat fast gelernt zu sehen. So, jetzt haben wir da erinnert. Wenn alle diese Biowellen vorhanden sind, kann ich versuchen, ihr Experiment zu wiederholen. Dadurch kann ich vielleicht verstehen, was da unten los ist und was diese Angst verursacht. Okay. Da haben wir Bereich 1 bis 4. Und wo ist denn Bereich nimmer? Nehmen wir vielleicht einmal einfach 3, weil es nach Norden zeigt. Dann haben wir... Ach so, Übertragung. Da schalten wir auf An. Und Ausgang. Da ist auf 2 angesteckt. Machen wir es einmal auf 2. Tja, und was brauchen wir da? Ein zufälliges Signal. Rauschen. Okay, dann schalten wir das auf Rauschen. Das war nämlich das da. Okay, das passt jetzt. Hoffe ich zumindest. Und jetzt werden wir da oben gehen. Da ist es kalt und dunkel. Ich brauche Licht, um nach unten zu gehen. Ach so. Die Axt können wir nicht zufälligerweise mitnehmen. Man weiß ja nicht, wenn wir da unten begegnen. Noch ist alles friedlich. Aber wir wissen ja, dass wir nicht allein sind. Oh, leck.
So, jetzt sind wir wieder bei einem Tonband. Und wir haben das Mikrofon. Gut, das haben wir angeschlossen. Und eine leere Kassette, weil schließlich müssen wir ja auf dem aufnehmen. Und das andere oben im Labor wird das Abspielgerät sein. So, und wie aktivieren wir das? Halt. So, da ist ein Schalter. Und es passiert irgendwas. So, und jetzt? Bespielte Kassette. Das ist anscheinend der Lautsprecher, der das Rauschen überträgt. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir die Phantomstimmen aufgenommen haben. Gehen wir mal auf. Viele Menschen wollen den Sinn des Lebens kennen. Sie auch? Es ist ganz einfach. Ein Leben in Angst. Angst steuert die Absichten und Handlungen der Menschen. Verschiedene Ängste können sie dazu bringen, entweder eine richtige oder eine tödliche Entscheidung zu treffen. Einige von ihnen sind so klein, dass die Menschen sie nicht bemerken. Und einige von ihnen sind so verdreht, dass sie wie Wünsche scheinen. Aber hinter ihnen herrscht die einzige grundlegende Furcht. Formlos, unkontrollierbar, das Unbekannte verbergend. Okay, der erzählt uns weiterhin irgendwelche Schauermärchen. So, da ist das Abspielgerät. Jetzt werden wir das mal da einlegen und vielleicht irgendwie abspielen. Und das geht.